Das Zweite ist, dass ich natürlich nicht meine Vorstellungen eines guten Sterbens auf Kosten von anderen einfordern darf. Bis in die jüngste Vergangenheit war der Mensch dem Sterben und dem Tod ohnmächtig ausgesetzt. Es war ein fremd verfügtes Schicksal. Das hat sich radikal geändert. Heute stehen der Medizin praktisch in jeder Situation lebenserhaltende oder lebensverlängernde Maßnahmen zur Verfügung. Der Zeitpunkt des Sterbens ist dadurch in Frage gestellt. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von selbstbestimmtem Sterben. Was bedeutet das genau? Darüber geben Heinz Rüecker und Roland Kunz Auskunft. Gleich zu Beginn, damit es keine Missverständnisse gibt, was verstehen Sie unter selbstbestimmtem Sterben? Selbstbestimmtes Sterben ist ein Sterben, dem eine Situation vorausgeht, die es nötig macht, dass die betroffene Person für sich entscheidet, ob sie denn bereit ist zu sterben oder noch nicht bereit ist zu sterben und das Leben verlängern möchte. Wir meinen damit nicht selbstbestimmte Suizide, die in Begleitung einer Sterbehilfeorganisation vollzogen werden, also Typ Exit. Ja. Die allermeisten Situationen, wo selbstbestimmtes Sterben heute zum Thema wird, sind Situationen, wo es darum geht, lebensverlängernde Maßnahmen zu wollen oder darauf zu verzichten und damit dem Sterben freien Lauf zu lassen. Nun ist es ja so, die meisten Menschen stellen sich vor, dass sie dann einfach einschlafen würden, wenn es soweit ist. Das Thema selbstbestimmtes Sterben betrifft also eigentlich nur wenige. Ist das so? Es ist tatsächlich so, dass sicher mindestens die Hälfte der Menschen sich wünscht, mal einfach nachts einzuschlafen, morgen nicht mehr zu erwachen oder irgendwo in einem schönen Moment dann tot umzufallen. Die Realität ist, dass das nicht mal für 20% zutrifft, dass von den 80%, die eben nicht plötzlich sterben, in 3/4 der Fälle eine bewusste Entscheidung vorausgeht, dass man nämlich eine lebensverlängernde Maßnahme gar nicht mehr ergreift oder abbricht und damit dann bewusst das Sterben zulässt. Also das Sterben einfach als Schicksal, das plötzlich ins Leben tritt, wird immer seltener. Das heißt, dass das Schicksal jetzt nicht mehr alleine über den Tod entscheidet, man bestimmt zum Teil auch mit. Das bringt auch einen Gewinn an Freiheit mit sich. Hat diese Freiheit auch eine Kehrseite? Es ist zweifellos vorerst einmal ein Gewinn an Möglichkeit, selbst zu entscheiden, den man früher nicht hatte und damit ein Gewinn, den viele begrüßen. Die Kehrseite ist, dass damit das Sterben in die eigene Verantwortung gerät. Wenn ich selber entscheiden kann, ob ich jetzt sterben will oder nicht, werde ich plötzlich für mein Sterben oder noch nicht sterben wollen verantwortlich, muss das begründen, mindestens vor mir oder vor den Angehörigen oder vor der Gesellschaft oder vor dem Gesundheitswesen und muss mir überlegen, darf ich mich jetzt zum Beispiel noch den anderen zumuten oder erwarten die jetzt, dass ich sage, ich will gehen. Das sind schwierige Entscheide, die da plötzlich auf uns zukommen, weil Sterben nicht mehr fremdbestimmt selbstverständlich ist und man nichts dagegen machen kann. Ja. Wir haben eben gehört, dass es oft so ist, dass Leute eine Krankheit haben, wo sie früher dann gestorben wären. Jetzt gibt es plötzlich diese Möglichkeit, weiterzuleben. Können Sie vielleicht 2, 3 Beispiele nennen aus Ihrem Arbeitsalltag, aus Ihrer Erfahrung, wie unterschiedlich Betroffene mit dem zurechtkommen? Man kann eigentlich 3 Gruppen unterscheiden, wie die Menschen reagieren. Das eine sind die eigentlich vom Leben verwöhnt wurden, die wenig Gesundheitsprobleme hatten, die jetzt plötzlich von einer Diagnose betroffen sind, die eben nicht mehr heilbar ist, also zum Beispiel eine Krebserkrankung. Und diese Menschen, die sind überrascht von der neuen Situation, die möchten jetzt Zeit gewinnen, die wollen meistens weiterleben, die möchten die zur Verfügung stehenden Therapien in Anspruch nehmen. Ja. Auf der anderen Seite, die häufigste Situation heute, vor allem ältere Menschen mit chronischen Erkrankungen, die dann immer wieder zu Verschlechterungen führen, zu wiederholten Hospitalisationen und damit beim Patienten auch einen Reifungsprozess
Leuten, dass er sich sagt, ja, irgendwann reicht es mir, und dass der Patient vielleicht nach der 3., 4. Krise sich sagt, dass bei der nächsten, da will ich lieber das Sterben zulassen, als das wieder mit der ganzen Möglichkeit der Medizin zu verhindern. Und die 3. Gruppe, das sind die Menschen, die eigentlich gesundheitlich vielleicht durchaus noch Voraussetzungen haben, um länger zu leben, die aber aufgrund ihres Alters, aufgrund vielleicht von Einschränkungen, von Abhängigkeiten sich sagen, ich möchte jetzt eigentlich sterben können. Ja. Die warten auf den Toten, die das bewusst dann auch kundtun, dass sie ja keine lebensverlängernden Maßnahmen möchten. Nun, das Thema selbstbestimmtes Sterben betrifft ja nicht nur diese Leute, die direkt betroffen sind, sondern auch die medizinischen Fachkräfte in ihrem Arbeitsalltag. Wie selbstverständlich sind für Sie diese neuen Forderungen von den Patienten, selbstbestimmtes Sterben, aber auch zum Beispiel Palliative Care? Für die meisten ist es eine Herausforderung. Die haben ihren Beruf gewählt, nicht weil sie die Menschen sterben lassen wollen, sondern weil sie eben den Tod bekämpfen wollen, weil sie Menschen heilen wollen, und entsprechend sind sie sich oft, fühlen sie sich unwohl in der ganzen Diskussion rund um das Lebensende, rund um Fragen der Lebensverlängerung oder des Sterbenzulassens, und damit verpassen sie häufig auch die Möglichkeit, dem Patienten eben zu sagen, was Palliative Care bieten kann in dieser Situation. Dass nicht mehr lebensverlängernd weiterwirken nicht bedeutet, dass man dann einfach elendiglich irgendwo allein sterben muss, sondern dass es heute ganz gute Möglichkeiten gibt, eben unter palliativer Begleitung dann einen guten Tod zu erleben. Gibt es eigentlich auch Grenzen des selbstbestimmten Sterbens? Zweifellos. Eine Grenze ist, dass man nichts von der Medizin einfordern darf, das medizinisch nicht sinnvoll ist. Ja. Also bloß weil ich noch weiterleben will, darf ich nicht eine Fantasietherapie einfordern. Das Zweite ist, dass ich natürlich nicht meine Vorstellungen eines guten Sterbens auf Kosten von anderen einfordern darf. Wenn ich zwar zu Hause sterben möchte, umgeben und betreut von meiner Familie, die das aber für sich nicht vorstellen kann, dann geht das nicht mit selbstbestimmtem Sterben unter diesen Bedingungen, sondern dann muss ich respektieren, dass die anderen auch ein Recht haben, zu sagen, was für sie stimmt. Und dann gibt es noch Formen des Sterbens, zum Beispiel das bewusste Töten auf Wunsch des Patienten hin, sagen wir, dadurch, dass der Arzt eine tödliche Spritze gibt. Das ist in der Schweiz verboten, und was verboten ist, darf selbstverständlich auch nicht unter Berufung auf die Patientenautonomie eingefordert werden. Klar. Sie behaupten in Ihrem Buch, die Auseinandersetzung mit dem Sterben, mit der eigenen Sterblichkeit, die lohne sich. Weshalb ist das so? Es gibt eine sehr lange abendländische Tradition, die bis in die griechische Antike zurückgeht, die davon gewusst hat und immer wieder darüber nachgedacht hat, dass Leben im Bewusstsein, das Leben endlich ist und nicht beliebig weitergeht, zu einer Vertiefung des Lebens führt. Also gerade nicht einen depressiv macht, sondern die Sicht der Endlichkeit und des Sterbens führt zu einer Intensivierung, zu einem bewussteren, authentischeren Leben und macht jeden Tag, den man leben kann, intensiver, und man genießt ihn, man kostet ihn mehr aus, als wenn es noch unendlich viele Tage gäbe. Ja. Und wann ist Ihrer Meinung nach der richtige Zeitpunkt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Ich glaube grundsätzlich immer dann, wenn man irgendeiner Form mit dem Tod konfrontiert wird, den Tod eigener Angehöriger, von Freunden, dass man hört vom Sterben, von unverhofften Sterben vielleicht eines anderen Menschen, dass man sich mal überlegt, was möchte ich für mein eigenes Sterben. Und mit dieser Auseinandersetzung wächst auch das Bewusstsein, eben, dass das Leben endlich ist. Und genau das führt wahrscheinlich in den meisten Fällen auch dazu, dass man dann wirklich bewusster lebt, mehr vom Leben hat, wie man so sagt. Und auf der anderen Seite, glaube ich, sind wir im ganzen Leben mit Abschieden konfrontiert, und jeder Abschied ist eigentlich eine Erinnerung an den endgültigen Abschied, der uns alle irgendwann mal treffen wird. Von daher, glaube ich, sind das auch gute Gelegenheiten, jedes Mal sich mal zu überlegen, wie stelle ich mir meinen letzten Abschied vor. Sie
Sie haben jetzt das schon ein bisschen vorweggenommen. Was ist für Sie eine sinnvolle Art, sich dem Thema zu nähern? Indem man den Kontakt pflegt zu Menschen aus dem eigenen Umfeld, die auf das Sterben zugehen und sich nicht von denen zurückzieht, um so Primärerfahrungen im Umgang mit dem Sterben zu gewinnen. Dann denke ich, ist es wichtig, einfach zu reden, das Tabu des Schweigens zu brechen, auch im eigenen Bekanntenkreis, immer wieder das Thema aufzugreifen, um sich selbst Klarheit auch zu verschaffen, was einem im Blick auf das Sterben wichtig ist. Und eine Möglichkeit, das zu tun, ist, indem man zum Beispiel ein Formular einer Patientenverfügung sich herunterlädt und mit anderen zusammen eine solche Liste von Fragen durchgeht und anhand dieser Liste ins Gespräch kommt darüber, was einem im Blick auf Leben und Sterben wichtig ist. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Die Lektüre des Buches über selbstbestimmtes Sterben zwischen Freiheit, Verantwortung und Überforderung von Heinz Rüegger und Roland Kunz ist nicht zuletzt eine Auseinandersetzung mit der eigenen Zukunft.